Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wir befinden uns wieder mal in unserem Häuschen, haben in der letzten Folge eine wunderschöne Brücke hergestellt. Und jetzt würde ich eigentlich gerne mal meine Sachen wieder einlagern im Lager, dass wir alles gemütlich mal schnell einsortieren. Und dann ist sicher mal das Ziel, dass wir nachher mal schnell gehen bei den Villager nachschauen. Und zwar, was die noch für Sachen haben, die wir bei ihnen stibitzen können. Ich habe gedacht, das wäre sicher mal noch eine lustige Lösung. Die sammeln wir mal da an. Ich verräume jetzt einfach wirklich zuerst mal ganz kurz schnell all meine Sachen. Die Steinsachen tun wir da unten an. Und dann haben wir da noch ein Stückchen, ein Fleisch, das kommt zu den Monstersachen. Monstersachen wären da unten. Und verfaultes Fleisch würde eigentlich da reingehören. Wo ist denn der Rest vom verfaulten Fleisch? Habe ich den mal irgendwo anders rein da? Ausser der ist unten drin noch. Das könnte natürlich auch noch möglich sein. Dass ich ihn aus Versehen da unten in der Kiste platziert habe. Jawohl, der ist da unten. Ja, dann lassen wir es mal so sein, weil das ist einfach unsere alltägliche Kiste, wo wir einfach alles Mögliche, wo wir haben, gerade rein tun. So, ich würde mal sagen, wir gönnen uns ganz kurz ein Snickerchen, dann können wir morgen mal schauen wegen unserem Weizen. Gute Nacht, Welt. Und gut Mörgeli. Dann würde ich sagen, jetzt schauen wir aber zuerst mal wegen unseren Feldern, weil uns ausgeht, haben sich da unser Weizen schon ziemlich gut, gewachsen. Warte, da haben wir schon 3. Dann können wir da nämlich schön gemütlich mal schon ein bisschen etwas abbauen, dass wir nachher auch gemütlich... Ja, hoi! Ja, nein! Jetzt wollte ich ein bisschen mit dir quatschen und du bist einfach weggegangen. Hast mich schon verlassen, meine armen lieben Kollegen. Ach. So, dann pflanzen wir da ganz kurz schon mal wieder alles an. Dann können wir uns nachher noch schnell gemütlich Brot machen. So muss ich es nachher auf den Weg machen und dann kann nämlich das Weizen gerade schon wieder anfangen zu farmen. Also anfangen zu wachsen. Zack. So. Und jetzt habe ich da noch mehr Weizen, die ich da gerade verteilen kann. Und nachher müssen wir noch schnell schauen wegen unseren Herdöpfeln. Wie es mit unseren Herdöpfeln aussieht. Ich darf da nicht drauf kommen eigentlich, glaube ich. So. Nice, dann haben wir das mal gemacht. Und jetzt sind sogar alle unsere Weizenfelder voll. Das heisst, es geht schon ziemlich schnell vorwärts. Und ich glaube, auch da haben sich schon einiges da. Ich glaube, die kann man nämlich abbauen da. Ich glaube, die so ganz hoch sind, die können wir abbauen. Die anderen müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen wachsen lassen. Aber dann können wir gerade wieder ein paar Herdöpfel pflanzen. Und jetzt können wir nämlich noch 8 Stück mehr da machen. Also langsam schaffen wir uns wirklich uns selber ernähren, was noch ziemlich praktisch ist. Und das Weizen können wir dann verräumen, weil ich wirklich das Feld da hinten auch noch ums Herdöpfel machen. Okidok. Das heisst, wir können uns jetzt ein bisschen Brot herstellen. Wir können uns jetzt ein paar Herdöpfel grillieren, dass wir wirklich etwas immer Feines zu essen haben. Warte, ich nehme auch gerade mit. Dann haben wir nämlich 18,3 kommt nämlich gut. 18,3 kommt nämlich gerade gut. Machen wir schon so. So, und dann noch 1. So. Jetzt haben wir nämlich schon 6 Brot. Was schon wirklich ziemlich nice ist. Das ist wirklich schon ziemlich nice. Aber wo sind all meine... ich habe wieder alle Herdöpfel verpflanzt. Das machen wir ja, bis wir dann alle Felder voll haben. Aber ich denke, momentan sind wir ja wirklich gut dran mit unserem Brot, dass wir die ganz kurz zum Frühstück noch verspeisen, also schon fast wieder Mittag. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal bei den Villager schauen, was ich noch vergessen habe, was ich unbedingt machen wollte. Wir wollen dann schauen, dass wir gerade das Villagerdorf ein bisschen verschönern. Und dann hat es ja so ein paar Stellen, wo ich gerne Treppen machen würde, damit es einfach im Allgemeinen besser aussieht. Und nachdem wir die Villager ausgeräumt haben, wäre ich dann dafür, dass wir ein bisschen Holz farmen, weil ich würde gerne für das neue Projekt, wo wir dann da anfangen zu bauen, müssten wir dann sowieso schauen, dass wir eine gute Stelle finden. Wir könnten sogar schon da drauf bauen, aber da hat es mir dunkel ein bisschen wenig Platz. Wir schauen dann wahrscheinlich eher da hin oder dass ich da hinten irgendetwas mache. Aber da haben wir ja unsere Baumfarm, blöd gesagt. Ja, das müssen wir dann nachher anschauen. Weil jetzt mache ich das, was ich schon lange machen wollte. Und zwar gehen wir im Villagedorf ein bisschen alles durchsuchen. Wir haben uns zum Teil ein paar Sachen schon ausgeräumt, sage ich jetzt einmal. Und ein paar Sachen noch nicht. Aber wir verschönern jetzt eben gerade noch ein bisschen, weil wenn wir da schon mit ihnen gerade als Nachbarn leben, dann wollen wir es natürlich auch gemütlich haben, wenn wir da durchlaufen. Was das da soll, das weiss ich wirklich selber nicht ganz so genau. Aber das können wir ja stehen lassen. Der Baum da, der ist mir schon wieder im Weg. Ist mir, glaube ich, schon beim letzten Mal im Weg gewesen. Der ist schon wieder nachgewachsen. Nein, falsch. Falsch. Wir machen jetzt da einfach noch ein Treppchen an. Auch wenn wir da nicht rauflaufen können, weil das alles ein bisschen im Weg ist. So, ich glaube, das wird auch viel angenehmer für die Villager, wenn sie da wunderschönes Treppchen haben, wo sie drauflaufen können und extra müssen jedes Mal umeinander hüpseln.
So, zack. Dann gehen wir gerade mal schnell in das Haus schauen, weil ich glaube, da drinnen hat es nichts. Okay. Dann machen wir da die Tür zu. Aber wo sind die denn eigentlich alle? Ich habe jetzt wirklich schon lange keinen Villager mehr getroffen. Dann machen wir gerade 3 an. Ich habe jetzt schon lange keinen Villager mehr getroffen. Schon beim letzten Mal, wo wir da umeinander gelaufen sind, hat es da wirklich irgendwie einfach keinen Villager gehabt. Dann machen wir da gerade alles so zu einem Feld. Da sehe ich irgendetwas rausschauen. Da sehe ich irgendetwas rausgüchseln. Aber einen Villager habe ich bis jetzt wirklich noch keinen gefunden. Nein, anderer Knopf, genau so. Dann kann ich das nämlich alles gerade schön gemütlich mitnehmen. Ein bisschen Brot, ein bisschen Eichensetzling, ein paar Fichtensetzling. Dann können wir nämlich in der Maus einmal so ein paar Fichten setzen, weil das könnten wir nämlich gut gebrauchen, dann auch für das nächste Gebäude. Und dann haben wir noch einen Sattel und ein bisschen Eisenrüstung und ein bisschen Eisenbarren. Noch sehr praktisch. Nehmen wir doch lieben gern mit. Jetzt ist die Frage, gehen wir gerade schnell in... Ach komm, das sieht alles so scheiter aus da. Machen wir gerade den ganzen Platz schnell weg so. Weil es hat irgendwie einfach keine Struktur da. Da kann ich es nicht wegnehmen. So, dann ist der Platz halt komplett offen, aber dafür sieht es irgendwie noch nach irgendetwas aus. Dann würde ich jetzt sagen, jetzt gehen wir da rauf schauen. Da bräuchten wir aber auch, glaube ich, ein Stegeli. Da bräuchten wir, glaube ich, auch ein Stegeli. Aber eins sollte da eigentlich lange. Oder sollen wir gerade noch das zweite auch noch schnell machen? Das zweite machen wir auch noch schnell. So. Dann können wir da mit der Schaufel das noch schnell ein bisschen ausbessern. So, dann haben die Villager sicher Freude, wenn sie da wirklich... Das kann ich nicht wegnehmen. Okay. Wenn es ein bisschen schöner aussieht, was haben wir denn da drinnen? Ein Kätzchen und ein Wolf. Ein Füchsli. Kein Wolf, ein Füchsli. Ein Kätzchen und ein Füchsli. Ja, nice. Ich würde sagen, die behalten wir mal da drin und dann schauen wir dann, dass wir das nicht vergessen, dass die da drinnen sind. Dann können wir uns die sonst mal irgendwann zähmen gehen, glaube ich, kann man die. Wie genau das man es macht, weiss ich nicht. Das müsst ihr wirklich dann mal noch anschauen, wie man die kann zähmen, um sie mitnehmen können. Oder dass sie dann einfach zu uns kommen. So, dann gehen wir aber da noch schnell ins Villagerdorf schauen. Ins Villagerhäuschen. Da haben wir noch wieder eine Menge Brot, das nehmen wir doch gerne mit. Also essentechnisch sind wir wirklich gut dran. Der hat Doppeltüren, das ist ein VIP vom Dörfli da. Wenn es überhaupt noch irgendwie Villager da hat. Ich habe nämlich langsam das Gefühl, es hat gar keine mehr da. So, das können wir ja so mal da. Mich nervt das. So. Gehen wir mal da schnell güchseln. Ich weiss, es ist jetzt auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen Verschwendung da mit diesen Treppen. Aber ich denke mir irgendwie, solange die hier leben, werden wir wahrscheinlich immer die mal wieder auf Besuch kommen. Und dann wäre es ja eigentlich cool, wenn wir da... Wenn sie einigermaßen besser aussehen. Wenn sie einfach einigermaßen besser aussehen. Was ist da? Eine Höhle direkt neben den Villagern. Okay, das ist noch gut zu wissen, das müssen wir uns merken. Dann gehen wir mal noch schnell die anderen Häuser anschauen, ob es jetzt da vielleicht noch ein paar irgendwo hat. Aber ich bin mir ziemlich unsicher. Ich habe wirklich keine mehr gesehen. Ihre Farm lassen wir mal in Ruhe. Hat sich da etwas in die Luft gesprengt da? Ist alles so ein bisschen verwinkelt, also man kann es fast gar nicht schöner machen. Hallo? Da ist auch niemand drin. Okay. Ich hoffe, wir treffen mal noch mal auf ein paar. Ja, hallo. Eine schöne Höhle noch. Aber da rein würde ich gerne schauen, aber da kommt man gar nicht hin. Was ist denn das für ein Haus, wo man gar nicht hinkommt? Kann es möglich sein, dass das da irgendwie die Luft gesprengt hat, das Teil da? Müssen wir mal schauen, dass wir da noch einen gemütlichen Weg machen. Ich höre da noch einen Hund. Ja, Sally! Hallo! Wuff! Voll cool. Also wenigstens finden wir ein paar coole Tierchen da. Ein Fuchs, ein Hund und ein Kätzchen. Jetzt gehen wir mal schnell da noch reingüchseln. Aber da hat es irgendwie auch doch da hinten Ecke. Aber das sieht ausgeräumt aus. Aber von Villager wirklich nirgendwo Spur. Kein einzigen irgendwie. Ich hoffe die ganze Zeit, dass wir mal noch auf einen treffen, aber irgendwie... Will das nicht so ganz, Sally? Okay, nehmen wir doch gerne mal alles noch mit da. Ein paar Herdöpfel, Kürbissamen wieder und so. Aber sonst niemand, der da wohnt. Aber wenigstens können wir ihr Zeug klauen, wenn sie schon nicht mehr da sind. Gehen wir mal da güchseln. Hallo? Ja, dann nehmen wir doch mit. Okay, da eine. Hallo? Niemand daheim. Ist wirklich nirgendwo niemand daheim. Oh, das ist glaube ich auch noch von uns. Die Häuser haben wir glaube ich alle schon mal durchgeschaut. Aber ich frage mich, wo die geblieben sind. Können die denn einfach alle verschwinden? Oder sind die ins Dorf weitergezogen? Gut, das Einzige, was sie ist, dass sie wirklich alle an Zombies gestorben sind. Das könnte das Einzige sein, was ich mir irgendwie ein bisschen erklären kann. Dass die wirklich alle von Zombies irgendwie gesnackt worden sind.
Aber dann sollten ja trotzdem neue nachspawnen, oder meine ich das nur? Weil es ist ja wirklich eigentlich gemacht für Villager. Und selbst wenn die sterben sollten doch da immer wieder mal neue auftauchen. Da haben wir noch Feuerstelle. Mal noch ein bisschen umschauen, ob wir noch irgendetwas sehen. Aber Villagers, die sind weg. Jetzt habe ich extra ein Häuschen neben denen gebaut, damit wir wirklich nicht so einsam sind. Und dann sind die plötzlich alle weg. Dann sind die einfach alle weg, okay. Ja, moin. Ich meine, nur schon mit den Höhlen nebendran kann es ja gut möglich sein, dass die wirklich alle getötet worden sind. Kann ja wirklich sein, dass die alle getötet worden sind. Jetzt bin ich aber noch überlegen, ob wir da werden ihre Farm klauen. Also ihre Sachen, ihre Weizen und so. Aber ich hoffe eigentlich, dass das mal wieder irgendwann belebt wird. Der Eingang da fehlt einfach irgendwie. Der Eingang fehlt irgendwie. Dann tun wir ihm doch mal ganz kurz schnell einen neuen Weg basteln. In der Hoffnung eben, dass mal wieder ein paar auftauchen, können wir ihm ja mal schon einen Weg machen. Jetzt haben wir extra mit unseren Holzsachen alles schön ausbessert und am Schluss... Hey, wo war jetzt das gewesen? Da hinten. Da. Nein, das wäre dann eins tiefer gewesen, hä? Wenn es da so ein... Hä? Oder sind die alle die Höhlen abgehauen? Hallo? Hallo? Muss ich aufpassen. Da geht es noch ein bisschen tiefer, hä? Okay. Es sieht halt so aus, als hätten sie da so einen Weg gemacht gegen oben extra, aber... Dass wir das irgendwie so machen, dass er wenigstens etwas hat. Die Höhle muss ja nicht unbedingt besuchbar sein. So, wenn jetzt da nochmal einer würde kommen, dann hätte er da... Komm, dann machen wir ihn da noch. Ja, dann müssen wir da auch noch schnell anmachen. So. Wenn da würde einer wieder kommen, dann hätte er da wenigstens einen wunderschönen Eingang wieder. Der VIP-Gast mit den 2 Türen. Das Einzige, was halt auch sein ist, weil ich sie ausgeraubt habe, dass sie wegen dem irgendwie verschwunden sind. Aber dann hoffen wir doch, dass die wieder spawnen. Also wenn ihr etwas darüber wisst, wäre ich mega froh, wenn ihr mich informieren würdet, weil ich habe keine Ahnung, warum da jetzt plötzlich keine Villager mehr rum sind, aber dafür mega viele Füchsli und so Sachen. Füchsli, Kätzli haben wir gefunden. Was ist, wenn ich da läute? Gar nichts. Ja, und sie haben halt auch keinen Golem da. Das kann natürlich auch möglich sein, dass sie wirklich alle gestorben sind durch irgendwelche Zombies, die sie getötet haben. Weil sie da keinen Eisengolem haben, der sie beschützen würde. Nein, und ich sehe wirklich keinen. Ja, dann hoffen wir doch, dass die wieder mal auftauchen würden. Eben, wenn ihr etwas dazu wisst, wäre ich mega froh, wenn ihr mich darüber informieren würdet. Da haben wir schon reingeschaut, okay. Oder ob es eine Möglichkeit gibt, die wieder da zurückzuholen. Also, ich wäre mega froh, wenn ihr mich darüber informieren würdet. Ich bin jetzt ein bisschen genervt. Also, genervt, ich finde es jetzt mega schade. Wir haben jetzt extra eine schöne Brücke gebaut, wir haben extra das Haus schön innen angepasst, damit wir wirklich in der Nähe sind von ihnen. Aber irgendwie ist kein einziger mehr rum. Dann hoffen wir doch, dass morgen vielleicht der Tag besser aussieht. Und dann gehen wir jetzt ein Snickerchen machen. So. Die geht automatisch zu. In dem Fall gehen wir wieder schlafen. Gute Nacht miteinander. Guten Morgen. Hat das gut an das Snickerchen? Jetzt können wir da gerade nochmal schnell wieder unser Brot. Also, alles abbauen. Jetzt habe ich auch nicht zu viel abgebaut. Also, die Paar gehen wirklich schnell und die Paar gehen richtig langsam. Das ist noch ein bisschen verwunderlich. Warum die einen ein bisschen schneller gehen als die anderen. Holen. Jetzt haben wir alle... Nein, da ist noch ein Loch. Okay. Dann verräumen wir es. Ich glaube, ich muss wirklich eine Kiste da aussen machen, einfach für die Samen. Ich glaube, ich muss wirklich draussen einfach noch Kisten machen für die Samen. Holz. Nein, ich will nur eine. Wie mache ich das? Hä? Kann ich nicht nur eine nehmen? Ah, doch so. Okay. Dann nehmen wir nämlich eine Kiste mit raus. Und dann können wir nämlich da draussen die Sachen immer wieder rein tun. Herdöpfel haben wir auch wieder neu zum Pflanzen. Steine nochmal schnell zum Verräumen. Die Schilder kommen da rauf. Das ist sogar ein anderes Schild. Das ist ein Fichtenholzschild. Okay, dann nehmen wir das mal da über. Da haben wir noch Fichtenholz. Sattel und die Sachen sind eigentlich spezielle Sachen.
Auch da die Rüstung können wir zu den speziellen Sachen tun. Eisen gehört nicht da hin, aber den Sattel, den können wir sicher mal noch da rein tun. Sonst kommt eigentlich nur noch zack, das da rein und der Rest tun wir gerade verpflanzen wieder oder draussen in die Kiste. Klar haben wir jetzt eine Essenskiste oben drin, aber gleichzeitig sage ich mir, eben, dann können wir da noch Kisten hin tun, wo wir da einfach können, Samen wieder rein tun. Und irgendwann haben wir dann sowieso so viel Essen, dass wir dann im Großen und Ganzen dann müssen, komme ich das jetzt einmal da rein, tun wir das einmal schnell da rein, dass ich dann irgendwann muss dann sowieso da oben ins Lager benutzen, um das Essen rein zu tun. So, sonst sind da keine ready, oder? Sind die da ready? Ja, die sind glaube ich ready da, die da so groß sind. Okay. Zack, zack, zack. Okay. Pflanzen wir hier vorne gerade mal weiter. Also unsere Farm wird langsam richtig. Also ernähren können wir uns wirklich langsam schon gut. Also mit 14 Brot sind wir besser dran als auch schon. Dann würde ich jetzt mal sagen, bevor ich mich da jetzt einfach wieder aus dem Staub mache und rumgüchseln, müssten wir jetzt mal ganz kurz schnell Holz farmen. Und zwar brauche ich alles mögliche an Holz. Jetzt muss ich aber schnell schauen. Werkzeug habe ich glaube ich gar kein mehr. Dass ich mir jetzt da... Komm, die 10 schnappe ich mir. Die 10 schnappe ich mir. Hölzli sollte ich noch haben, 5 Stück. Okay. Dann bräuchten wir unbedingt nochmal eine Axt. Weil die sind langsam alle kaputt. Dann können wir wirklich schauen, dass wir die 3 da kaputt machen und das eine brauchen. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Und dann gehen wir jetzt hinter das Haus. Wir gehen hinter das Haus Holz farmen. Und wir bauen wirklich alles ab, was wir abbauen können. Und gleichzeitig tun wir dann auch die Fichtensetzlinge setzen. Aber dann müssen wir schauen, dass wir das ein bisschen aufteilen. Einfach, dass wir das ein bisschen aufteilen, dass wir wissen, welches Holz was ist. Weil ich verwechsel das, glaube ich, noch ziemlich gern. Das ist mir ja schon mal passiert. So. Und dann müssen wir schauen, wie wir das machen. Ob ich die Bäume überhaupt gerade wieder hinter dem Haus pflanze oder ob wir dann hier hinten unser Projekt machen. Wir müssen nachher dann mal einen Platz auswählen, wo wir das nächste Projekt machen. Für das brauche ich einfach wirklich ziemlich viel Holz. Besonders auch Fichtenholz. Das ist aber gerade gut, dass wir für diesen Sitzling gefunden haben. Dann können wir die setzen und sobald die dann ready sind, können wir die dann abbauen und dann haben wir sicher genug für unser Projekt. Aber wahrscheinlich müssen wir dann sowieso noch wirklich ein bisschen Erde abheben, gerade eine schöne Fläche machen und uns dann überlegen, wo genau dass wir das anbauen. Um was es sich handelt, das werde ich dann schon noch sagen. Aber noch nicht jetzt, sondern jetzt geht es darum, dass wir zuerst mal alles Holz schön ready machen. Und dann tue ich dann alles vorbereiten mit allen Materialien und dann enthülle ich, was ich machen will. Ich habe mich sogar ein bisschen inspirieren lassen von jemandem anders, das zu machen. Oder besser gesagt, das so zu machen. Aber eben was genau, das sehen wir dann noch. Ich könnt ja sonst auch gerne raten, wenn ihr wollt. Ich darf ja sonst gerne auch raten, wenn ihr wollt. So, wir tun wirklich alles abbauen. Und dann tun wir das schön einteilen. Müssen wir dann schauen, wie wir das genau machen wollen. Oder? Weg mit dem Ding. Also an Holz fehlt es wirklich nicht. Und die Idee eben mit dem, gerade hinter dem Haus, Bäume pflanzen, ist eine wirklich eine sehr gute Idee gewesen. Jetzt kommt sie mir einfach zum Nachteil, weil ich nicht weiss, ob ich jetzt eben hinter dem Haus weiterbauen will. Oder? Weil wir haben jetzt da oben, ob wir jetzt einmal ums Haus gehen, da jetzt zum Beispiel Erde abnehmen und dort etwas anbauen. Oder ob wir uns dann vielleicht sogar ein bisschen wegbegeben. Oh, da haben jetzt noch Knochen und so. Nehmen wir doch auch gerne mit, wenn es da schon so rumliegt. So, und dann bauen wir das mal schnell ab. Ich glaube, jetzt haben wir dann langsam gerade alle Bäume. So. Dann müssen wir dann schauen, dass wir alle Setzlinge einsammeln würden. Es braucht ja, glaube ich, einen Moment, bis dann was wirklich alles gespawnt ist von den Bäumen oben runter. So. Nice, ich glaube, das sind jetzt alle gewesen. Nein, da hinten haben wir noch einen. Und nachher schnell alle Setzlinge einsammeln und dann müssen wir schnell schauen, wie wir es machen wollen. Weil ich wollte jetzt nicht einen eigenen verwucherten grossen Wald machen, sondern ich wollte da schon schauen, dass wir das irgendwie schön machen, oder? Dass wir das irgendwie schön machen. Dann wäre sogar die Frage, ob wir bei uns irgendwie Bäume anpflanzen, dass das einfach vielleicht schöner aussieht. Nicht einfach so leer. Aber das ist dann eine Gütefrage. Jetzt müssen wir wirklich zuerst einen kurzen Moment warten, bis da alles gespawnt ist, aber ein paar Sitzlinge noch rauskommen. Und jetzt können wir uns schon mal schnell einen Überblick verschaffen. Da haben wir halt viel gerade Fläche, oder? Cool wäre, wenn wir irgendwie so da nach rechts würden zu bauen. Dann könnte man sogar da hinten weiterhin... Was ist das gewesen für das Geräusch? Oder dass wir jetzt sagen, hey, wir gehen da gegenüber. Da drauf wäre gerade cool. Da drauf wäre unser Projekt gerade cool, dass wir es da drauf machen. Da hätten wir nämlich auch wirklich genug Platz. Wahrscheinlich muss ich dann da noch das Loch ein bisschen zumachen.
dass wir es dann ein bisschen so gegenüber ziehen können. Das wäre wirklich cool. Komm, dann machen wir da noch schnell mal alles gerade sauber. Dann gehen wir nachher noch die Setzlinge einsammeln. Und dann würde ich sagen, dann machen wir da unser nächstes Projekt drauf. Die Frage ist, ob ich dann gerade noch, ob ich wirklich jetzt mit der Erde dann gerade eins gegen oben noch bauen oder ob wir wirklich das so in dem, so wie in dem kleinen Loch drinnen lassen. Das ist jetzt einfach noch die Frage. Aber ich glaube, das könnte noch cool aussehen, wenn es halt so eins gegen oben ist. Aber zuerst müssen wir mal da alles fresh machen zum Bauen. So. Haben wir alles? Jo. Okay, dann gehen wir jetzt schnell schauen wegen der Setzlinge. Die sollten jetzt alle mal langsam am Boden liegen. Weil dann müssen wir sicher mal noch ein paar Bäume abpflanzen, weil sonst bringt das Ganze gar nichts mehr. Gut, wir hätten, glaube ich, irgendwo da hinten, das wäre ja Fichtenholz. Ich könnte im Notfall sonst jetzt auch dort mal noch schnell sammeln, dass wir sonst langsam ready wären, gerade zum nächsten Projekt können anfangen. Und dann mal schauen, ob das gut kommt. Oh, ein Äpfel. Nice. So. Also Setzlinge haben wir wirklich genommen, wir haben schon 39 Setzlinge. Was noch ziemlich cool ist. Sally. Oink oink. So, oder? Wo hat's da noch? Ah, den Baum haben wir gar noch nicht gefällt. Da hat sie noch einen. Aber wenn ich mich gerade vorher entschieden habe, eigentlich da vorne zu bauen, dann könnte man ja wirklich schauen, dass wir da hinten wieder Holz anpflanzen. Aber ich weiss jetzt nicht, ob wir gerade noch mal so viel Holz anpflanzen, wie wir jetzt gerade haben. Oder, ich meine, wir haben 48 Setzlinge. Mit dem könnten wir unseren eigenen Wald machen. Was jetzt ja auch nicht unbedingt müsste sein. Dann bin ich jetzt gar nicht überlegt, ob wir da vorne sonst mal 1, 2 Pflanzen bei uns zu. Dass wir zum Beispiel sagen, dass wir da irgendwie noch einen Baum an tun. Oder ob wir es einfach so offen lassen. Da kommt ein Baum. Wir können ja immer noch fällen. Kommt da noch ein zweiter Baum. Damit es da vielleicht ein bisschen da ein Bäumchen wächst, dann sieht das nicht so leer aus da. Machen wir mal so. Dann würde ich aber sagen, wir müssen hier hinten wirklich wieder Bäume pflanzen, beziehungsweise wir uns so schnell aufteilen mit Fichtenholz und Eichenholz. Und zwar würde ich sagen, da hat es noch mehr Setzlinge. Hey, da hat es überall noch Setzlinge. Da hinten haben wir sogar noch einen Äpfel. Die wir auch gerade noch schon einsammeln. Zack. Würde ich sagen, wir machen die rechte Seite einfach mehr Eichen und auf der linken Seite machen wir dann unsere Fichten. So. Übertreiben einfach müssen wir es ja nicht mit den Bäumen. Wir können ja wirklich da so ein bisschen hintereinander machen. Sally! So. So, wir können da ja ein bisschen gegenüber können wir ja da schon noch. Ich meine, wenn wir da schon so ein paar haben, dann können wir da ein paar Pflanzen. Ist der jetzt gerade gewachsen innerhalb von der Zeit, die ich den gesetzt habe? Oder ist der schon vorher da gestanden? Hä? Okay. Das ist jetzt ein bisschen mysteriös. Also wenn der jetzt wirklich gerade wieder baut, also wirklich gerade wieder gewachsen ist, muss ich sagen, Respekt. Also, das ist ein Baum. So, und da können wir ja jetzt mehr so Fichtenholz machen, dann gibt es ein bisschen so eine Struktur. So, den Äpfel, den gönnen wir uns noch, den auch noch. Weil aus denen können wir ja irgendwie goldige Äpfel machen, die ich dann muss mal noch anschauen, wie man die genau muss machen oder was man, ja. Also ich weiss, was ein goldiger Äpfel ist, ich glaube es recht stark, was er genau macht, weiss ich nicht mal. Aber ich weiss, dass wir aus denen goldige Äpfel machen, was noch ziemlich einen guten Effekt könnte erbringen. So, dann rein in die gute Stube. Da hat sich schon etwas da, um den Weg wieder schön zu machen. Wieso bist du noch nicht so gross geworden? Das geht ja ewig. So, warte, die Fichten, die können wir nämlich auch da rein tun. Ich denke, die werden da auch gut aufgehoben. Weizenkörnchen können wir auch da rein tun. Mit denen können wir dann, glaube ich, sogar Hühnchen füttern. Darum sind die noch recht praktisch, wenn wir die behalten würden. Und dann haben wir recht viel Holz wieder gesammelt. So, dann würde ich aber an dieser Stelle sagen, wir haben einiges gemacht. Oh, warte. Wir haben einiges gemacht in dieser Folge. Wir sind bei den Villager schauen, haben jetzt noch mal ein paar Bäume gefällt. Und sind uns eigentlich am Parat machen für ein neues Projekt, das ich gerne angehen würde. Daher würde ich sagen, ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wenn es so Spass gemacht hat, lasst doch ein Abo und ein Like da. Einen lieben Kommentar, wenn ihr mir ein paar Hinweise oder Tipps gebt, und besonders zu meinen Fragen. Und dann danke ich vielmals. Dann würde ich sagen, bis in die nächste Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft mit eurem Schweizer. Danke vielmals und ciao.